die sauber ist, die Socke. So, ist sie sauber geworden? Halt mal ganz hoch, dass alle Leute sehen, dass sie sauber geworden ist. Oh, was ist denn hier passiert? Die ist ja zerfetzt. Gib mir mal die Socke, dass alle die sehen können. Schaut mal, da ist ja oben etwas schief gegangen, ne? Ja, halt mal fest, Rosa. Guck mal, da sind ja Löcher drin. Da stimmt ja was nicht. Also müssen wir die nochmal waschen. Einverstanden? Komm, schmeiß mal oben rein. Schmeiß mal da oben rein. Oh. So, genau. So, Deckel nochmal drauf. Bleib mal bei mir. Bleib mal bei mir. Drück mal hier vorne. So. Das Geräusch von den Erwachsenen einer Waschmaschine. Das war aber mager. Sollen wir trotzdem nachgucken? Ja? Oder nochmal das Geräusch der Erwachsenen. Sehr gut. Das war schon besser. So, hol mal die Socke raus. Jetzt müsste die ja eigentlich sauber geworden sein. Nee, was ist das denn? Oh, die ist aber klein geworden. Boah, schmeiß doch mal hinein die Socke. Die ist aber klein geworden. Boah, das gibt's gar nicht. Komm, drück noch mal hier drauf auf diese Socke. Und noch einmal. Und so, und die Waschmaschinen alle. Genau. So, welches Mädchen traut sich denn jetzt mal nachzugucken? Ja, dann komm. Einmal rausfischen. Jetzt muss die Socke tatsächlich sauber geworden sein. Ne? Was ist das denn? Halt mal zum Publikum, was da geworden ist draus. Schaut mal. Und schon aufgehangen und ein Schlüpfer dabei, meine Damen und Herren, liebe Buben und Mädels. Ich habe ganz tolle Kinder hier vorne. Jawohl. Super gemacht. Super gemacht. Habt ihr eigentlich noch Lust? Ja? Sollen wir noch einen machen? Gut. Sehr gut. Dann, gut, pass auf. Dass du mich vorhin in der Pfütze nass gespritzt hast, kriegst du ein Tuch zum Festhalten. So. Rot, wenn du so eine schöne Bemalung hast, auch ein Tuch zum Festhalten. Und, du auch? Ja, natürlich, du auch. So, du auch. So, Dankeschön. So, habt ihr alle zu Hause eine Flachbildschirm? Okay. Ich habe eine Flachbildschirm mitgebracht. Das ist mein Flachbildschirm. Da kann man durchgucken, man kann aber auch Hunde streicheln dadurch, ja, das passt alles. Man kann den auch auf den Kopf stellen, aber als erstes wollen wir ein bisschen Farbe reinbringen. Bring mir doch mal gerade das rote Tüchlein. Komm mal zu mir, Schatz. Ich komme zu dir. Steck das mal da rein. So, darfst auch beide Händchen dafür nehmen. Ist ein bisschen schwer sonst für dich. So, guck mal, da stopfen wir hier hinein. So, und auf der anderen Seite ein bisschen rausziehen. So, super, das war ja ganz durch. Müssen wir doch mal neu machen, ne? So, und ein bisschen rausziehen auf der Seite. So, und hat er wieder zurückgemacht. Okay, wir machen das einfach so. So, okay, ist gut. So, warte mal, wir zeigen mal, lass mal los, wir zeigen das den Leuten, wie schön das aussieht. So, wir haben ganz tolle Helfer hier. Das erste rote Tuch. Das zweite. Komm mal, da rein. Da kannst du das rein. Ja, das hast du. Toll. Sehr schön. Noch ein bisschen ziehen da dran. Ja, super sieht das aus. Ne? Jetzt kommt natürlich noch eine. Warte mal, Schatzi, setz dich mal hin. Gleich kriegst du was dafür. So, setz dich da unten noch mal hin, Schnucki. Und zwar, was hat der Zauberer in der Hand? Eine. Den pusten wir mal ganz schnell auf. Könnt ihr mir schnell auch helfen, pusten. Aber nicht pupsen, ja? So, pusten. Das reicht, denke ich, ne? Machen wir einen Knoten rein. So, das ist unsere Bildröhre. So, die kommt hier hinein, die Bildröhre. So, jetzt haben wir aber schon einen schicken Fernsehapparat. Gefällt er euch schon? Gut, okay, fast schön. Wir brauchen jetzt noch ein blaues Tuch. Ja. Das blaue Tuch. Komm mal hier vorne hin. So, das blaue Tuch, pass auf. Ich hole erstmal aus der Luft ein Loch, ein sogenanntes Luftloch. Wie heißt du? Ben. Schon verheiratet, Ben? Nein. Also der Ben ist noch zu haben, liebe Mädels, ja? Ben, wie alt bist du? 111 ist der Ben schon. Okay, Ben, warte auf, ein Luftloch. Das ist zu klein. Nehmen wir hier ein. Das ist in Ordnung. Nicht mal das blaue Tuch, lieber Ben. So, dann stopfen wir das hier hinein. Du kriegst von mir noch einen Zauberstab, lieber Ben. Mit 11 Jahren kann man einen Zauberstab ja noch vertragen. Ich stopfe das
hier lang. Könnt ihr das noch sehen, Kinder? Könnt ihr es auch noch sehen? Ja? Okay. Könnt ihr das jetzt immer noch sehen? Der Ben auch? Oh, das gibt's ja gar nicht. So, könnt ihr es jetzt immer noch sehen? Immer noch. Ben, jetzt musst du hier oben mit dem Zauberstab eine magische Bewegung machen. Aber nicht über mich, sondern nur hier drüber. Und ganz laut Abracadabra. Und der Ben hat das Ergebnis erzeugt. Das Kind ist weg. Ben, das ist ja schon mal ein Applaus wert für den Ben, meine Damen und Herren. Weil wir tauschen jetzt einfach mal diesen Zauberstab gegen einen anderen. Nämlich einen kleinen, gefährlichen Zauberstab. Der hat hier oben eine gefährliche Nadel. Und was macht man mit einer Nadel? Was pieksen, ne? Lieber Ben. So, jetzt wird es ganz gefährlich. Kinder, pass mal auf, Ben, erst dann machen, wenn ich dir das sage. Wir haben ja hier ein ganz toller Fernsehapparat und einen Luftballon. Und wir werden jetzt mit Hilfe von Bens Zauberstab den Luftballon zerstören, weil das blaue Tuch ist ja weg. Stimmt's? Kinder, haltet eure Öhrchen zu. Der Ben wird jetzt einen Peng machen hier mit dem Luftballon. Auf 3, Ben. 1, 2, 3. Oh, was ist das denn, Ben? Schau mal hier. Das blaue Tuch ist wieder da und der Ben kriegt einen riesen Applaus. Jawohl. Super, Ben. Ganz toll gemacht. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil nach mir kommt eine ganz tolle Überraschung noch auf die Bühne. Und wenn ich hier fertig bin, liebe Buben und Mädels, räume ich ganz schnell zusammen und dann gibt es von mir hier vorne, wo die Bänke und die Tische sind, noch Luftballons modelliert, wenn ihr welche wollt. Ja? Aber ihr müsst mir nachher Zeit geben, einzupacken. Und dann komme ich zu euch und dann modellieren wir noch kostenlos Luftballons. So, aber wir haben jetzt einen großen Jungen. Jawohl. Du verrätst mir sicherlich auch deinen Namen. Der Simon. Simon, du bist wie alt? Auch 11. Hey, der Simon auch 11. Kriegt natürlich auch einen tollen Applaus, wenn er hier ist, bei mir. Der Simon. Und eine Lady. So, dein Name ist? Sally. Und du bist, da fragt man nicht nach. Und seid ihr miteinander verlobt, verheiratet? Oder? Nein. Aber ihr kennt euch. Okay, gebt euch mal die Hand. Die Hand. Ach, du bist seine Schwester. Das ist toll. Da kannst du ja auch mit zaubern. Wir werden jetzt für alle Kinder hier vorne und hier hinten etwas Leckeres kochen. Und zwar habe ich hier ein tolles Zauberkochbuch. In diesem Zauberkochbuch stehen perfekte Sachen drin. Das kriegst du mal zum Lesen. Und wir brauchen natürlich auch einen Kochlöffel. Das ist für dich der Kochlöffel. Damit auch alle sehen, dass du eine Zauberfee bist, werden wir dich ein bisschen verkleiden. So, schon allein für das Gemälde, diesen Zauberhut, hat sie einen aus. Und, liebe Buben und Mädels, in meinem sauberst gespülten Kochtopf werden wir jetzt was ganz Leckeres für euch kochen. Und ich habe natürlich auch, damit mein Zauberhelfer hier vorne ganz toll lesen kann, eine Brille mitgebracht. So, kannst du lesen, was wir als erstes brauchen. Was brauchen wir denn als erstes? Zaubersand. Das ist doof mit der Brille, ne? Ich weiß, ja. Ja, ist cool. Okay. Da musst du auch zum Publikum gucken. Zaubersand. Kinder mögen ja Zaubersand. Echten Sand. Okay. Kommt auf den Kochlöffel. Zaubersand. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Zaubersand da rein. Und als nächstes brauchen wir was, bitte? Mögt ihr Spinnen? Oh. Schaut mal, eine leckere Spinne von der Straßenbahn gestern überfahren und getrocknet in der heißen Sonne. Tun wir auch auf den Kochlöffel. Eine leckere Spinne. Und als... Bitte? Nicht verstanden. Jacques Cousin, wo steht das denn? Achso, nein. Was braucht man noch als nächstes? Krötenklößchen. Leckere Krötenklößchen. Mögt ihr Krötenklößchen? Oh, die sind fast so lecker wie die Bratwürstchen hier. Nur die Bratwürstchen hier, die schmecken noch tausendmal besser. Krötenklößchen. Dann brauchen wir als nächstes, die Peanuts sind aus, das hier. Ein
geheimnisvolles Zaubertuch. Die Zaubertücher, die geheimnisvoll sind, waren aus. Aber da hinten im Mülleimer habe ich ein altes Taschentuch gefunden und habe das komplett zerrupft. Mögt ihr alte Taschentücher essen? Ah, lecker, ne? So, alte Taschentücher, genau, hervorragend. So, dann ein bisschen hier. Zaubersalz haben wir da. Habt ihr Appetit schon? Oh, Rötenknöschen. Und dann anzünden. Anzünden, Kinder. Anzünden. So, du musst deinen Löffel festhalten. So, und den Löffel rausnehmen jetzt und ein kleines bisschen zurückgehen. Vorsicht, die Kinderfingerchen hinter euch. Ein kleines bisschen.